war das da mit dir las? Schon Flamm. Scheinend liewen ich 10 Joren iwwer még Verhältnisse. An du winst muss ganz landlos spuren. Mamulues, du darfst nicht alles gelewe, was den da erzählt. Mit hast Regierung, die dat seht. Und die werden net jo wissen. Lützebusch hat 11 Milliarden Euro Schulden. Kannst du dir das vorstellen? Das sind da 14.000 Euro auf den Kap. Einen anderen. Als Land ist gar nicht so unmussig verschuldet, wie sie immer erzählen. Wie dann? Wenn du vergleichst mit unseren Operen, dann ist die Schuld gar nicht so hoch. Offiziell sind 60% erlaubt. Am mehr 100 gerade mal 23. An den EU-Durchschnitt liegt bei 88%. Ja gut, mir Schuld ist Schuld. Die ist ja von den letzten Jahren explodiert. Du kannst ja aber nicht vier gehen. Ja, die Schuld ist effektiv von 2008 angeklommen. Mit 2008 war ja die Finanzkrise. Ja, wo die Träder Spekulanten durch das gezockt sind und der Finanzmeer das Ball an den Aufgrund gezogen haben. Genau. An einen großen Teil von der Schuld könnt du hier, dass die Regierung die Banken demals retten müssen. Und auch Mesun müssen ausgehen, für als Wirtschaft Leben zu halten. Okay. Wir hören sie. Wenn wir nicht alle gut spuren, dann verlieren wir den Triple A. Ja, aber wen vergeht den dann? Das sind Privatagenzen. Die bezahlt von genau denen verreckten Finanzmärkten, die schuld sind unter Krise, tun mit öffentlichen Suche gerettet kaufen, an die lode Länder auf der ganzen Welt vorschreiben, sie müssten spuren, weil Menschen hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist ja ein dicken Hand. Eine Sauerei. Du meinst also dann, wir könnten einfach so weitermachen, aber bräuchte gar nicht zu spuren. Et froh ist ja auch, wen spuren muss. An den letzten Jahren sind hier im Land Steuern, ob denen dicke Benefice an und dem großen Reichtum immer weiter raufgesagt gehen. An am Gegenzug und Leid alle Guten immer nächst erzählt kriegt, sie müssen drüben mehr einschnallen, weil es wird nicht mehr genug da für zu verteilen. Ja, klar ist nämlich genug da, von denen, die es so nicht müssen aufgehen. Und das Resultat gesehen wir. Schere zwischen Reich und Arm geht immer weiter auseinander. Lützeburg ist effektive Paradies gehen für die ganz große Frick. Mit die allermeisten Leute haben immer mehr Schwierigkeiten, die zwei Änder einen vom Mond zusammen zu kriegen. An den Zukunftspakt, den die Regierung umsetzen. Die geht genau an dieselbe Richtung. Wie dann? Mal guck, das ist entretant der 5. Spurpark an den letzten 4 Jahren. Und das ist immer dasselbe. Sozialleistungen sollen weiter gestracht gehen und am Gegenzug sollen Taxen für alle guten Leute an Blut gesagt gehen. Der trifft die Leute mit kleinen oder bescheidenen Einkommens proportional am meisten und ist dafür sozial ungerecht. Das ist überhaupt kein Zukunftspakt, mehr eine Zumutung. Nicht nimmen das. Das ist auch gut für die Ökonomie. Wenn die Leute immer mehr Suen am Portemonnaie haben, gehen sie da auch mehr aus. Betriebe machen mehr Umsatz und die ganze Wirtschaft geht mir los. Das sehen wir nicht nur hier, mehr überall in Europa. Gibt es da wirklich keine Alternativen zu der Politik? Was müssen denn dann deiner Meinung nach machen? Natürlich gibt es Alternativen. Lützeburg ist ja ein enorm reiches Land mit einer starken Ökonomie. Wir mussten den Reichtum just so verteilen, dass in der ganzen Gesellschaft etwas bringt. Das heißt, der Staat muss zu einer sicher gehen, wo sie auch wirklich massiv sind, für öffentliche Dienstleistungen, auf die wir alle angewiesen sind, wie Schulen, Spitäler, Transport, erneuerbare Energie und andere zu finanzieren. So könnte man auch den Sozialstaat ausbauen, am Platz für die zu spuren. Das heißt, umverteilen. Ja, weil man Geld, also wie man da mischt. Zu viel ob ich kaufe, stinkt, mehr anständig verteilt, kann es ein wunderbaren Dünger sein.